Josephine denkt nach. Sie darf zu ihrer Freundin, der Marisa, übernachten. Das hat sie schon so lange mal wollen. Und jetzt darf sie heute gehen. Schon lange ist sie aufgeregt wegen und freut sich total. Sie darf dort auch zu Nacht essen und im gleichen Zimmer wie ihre Freundin schlafen. Das wird super. Sicher tun sie sich dann die ganze Nacht Gespenstergeschichten erzählen und Seich machen, bis es wieder Morgen ist. Die ganze Nacht rumblödeln, ja, das wird einfach duften. Die Mami hat ihr gesagt, dass sie alles bereit machen soll, was sie mitnehmen will. Das Köfferli hat sie ab dem Mestri geholt. Das Grüne, das mit den Vögeln drauf, das ist nämlich der Josephine ihres. Das steht jetzt im Zimmer und Josephine fährt an einräumen. Also, ein Bischi, der mit der Fee drauf. Nein, ich glaube doch lieber der Grüne mit dem Schmetterling. Oder ist der Blaue der schönste? Also, das mit dem Bischi überlege ich mir noch, sagt sich Josephine. Also, Unterhösli, Socken, vielleicht ein T-Shirt und ja klar, natürlich Danina, ihre Puppe, die darf ja sicher nicht fehlen. Was könnte man denn noch brauchen? Ein Kuscheltier? Oder doch eher ein Nuschi? Hei. Der Josephine raucht ja schon fast den Kopf. So fest muss sie nachdenken. Also, zuerst braucht sie jetzt eine Pause. Sie kann sich einfach nicht entscheiden. Dann fällt ihr ein, ja, was ziehe ich denn an? Und welche Schuhe? Soll das Feenkleid auch mit? Und Flügel? Oder der Feuerwehrhelm? Pause kann sie jetzt keine machen. Zuerst will sie das alles erledigen. Sonst werde ich ja nie fertig, denkt sie sich. Aufräumen ist ja viel einfacher als einpacken. Es wird ihr fast schwindelig vor lauter Sachen, die sie denken sollte. Bis sie ganz aus dem Häuschen ist. Den Koffer zugeklappt, das Fenster öffnet, um mal frische Luft zu bekommen. Sich auf den Teppich legt und einfach nicht mehr nachdenken mag.